In die Schlafsäle können wir später noch. So, Intro habt ihr schon gehabt. Ich glaube, das wird jetzt relativ schnell rauskristallisieren, ob das ja totaler Schmarrn ist, was ich da mache. Einfach weil ich das Ganze nicht unbedingt auf der Originalversion spiele. Ne, ihr seht es da schon. Das ist mein Mauszeiger. Bruh. Jetzt? No way. Warum denn jetzt? Nevermind. Falscher Alarm. Ich warte mich schon 2 Tage auf eine Nachricht und ich hab gemeint, jetzt kriege ich die. Aber falscher Alarm, es war was anderes. Ja, dann bin ich eben jetzt einfach komplett unprofessionell und hab mein Handy nicht auf Stumm. So frech bin ich mal. Wir sind der Boy. Ich mag den Artstyle irgendwie ganz gern. Okay, so schaut das aus. Und zack. Ich werde meistens auf dem, also den Touchscreen groß haben. Ach, wir müssen jetzt schon direkt anfangen. Bruh, das wird mies. Holy shit. Alter, das mit der Maus zum Spielen ist ja richtig komisch. Erstens wird da alles wackeln, der ganze Tisch, nix ist fest und es wird so ausschauen, als da die Wichs. Okay, gut so, sehr beeindruckend. Fangener. mein Name ist Fangener. Nun bist du ein Mitglied unserer geheimen Armee des unheilvollen Teams Schule? Zum Beweis deiner Mitgliedschaft erhältst du den Schulfangkom. Wir werden die Welt zusammen beherrschen. The fuck? Ich bitte Sie, Herr Fangener. Fräulein Mai. Ziehen Sie meine Schüler doch nicht immer mit einer so albernen Show auf. Tut mir leid. Die Versuchung war einfach zu groß. Gratulation, du hast die Aufnahmeprüfung der Ranger-Schule mit Bravour bestanden. Geil. Das war wirklich ein ziemlich beeindruckender Fangversuch. Ja, Versuch trifft's vielleicht ganz gut. Glückwunsch, du wurdest aufgenommen. Von heute an wirst du offiziell an der Ranger-Schule unterrichtet. Ich bin Fräulein Mai, deine Klassenlehrerin. Es freut mich, dich kennenzulernen. Deine Mitschüler warten schon. Ich werde dich mal der Klasse vorstellen. Okay, mal kurz meinen Sound ein bisschen leiser machen. Viel Spaß auf unserer Schule. Okay, also Situation. Wir werden eingeschult. Und zwar auf der Ranger-Schule. Ah, okay. Da kriegen wir nur mal den Screen. Nice. Okay, wunderbar. Ich habe schon gemeint, ich muss den Anfangsscreen, den Startscreen nur mal neu einblenden, weil da komischerweise Soundprobleme waren bei mir. Aber okay, dann Gott sei Dank nicht. So, gehen wir wieder auf den Bildschirm. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Guten Morgen, Klasse. Guten Morgen. Wie gestern bereits angekündigt, haben wir heute einen Neuzugang in unserer Klasse. Neuzugang wo? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin so gespannt. Ist der Neuzugang niedlich oder cool? So ein bisschen beides, oder? Sieht er wie jemand Berühmtes aus? Gut jetzt, das reicht. Ihr könnt euch selbst davon überzeugen. Hier ist unser Neuzugang. Komm ruhig herein. Ah ja, übrigens, noch was. Mir ist vorher 3-4 Mal OBS abgestürzt und ich habe keine Ahnung warum. Das ist natürlich verdammt ungünstig, weil wenn es in der Aufnahme passiert, dann, wenn es blöd läuft, ist die komplette Aufnahme im Arsch. So heißt, es hängt jetzt erstens davon ab, ob ich das einigermaßen angenehm aufnehmen kann mit der Maus und nicht mit der Touch-Steuerung. Und ob OBS jetzt nicht die ganze Zeit den Geist aufgibt. Unser Neuling ist ganz allein zu uns in die Almia-Region gekommen, um ein Pokémon Ranger zu werden. Ach, vielleicht solltest du dich lieber selbst mit den neuen Mitschülern vorstellen. Fangen wir mit deinem Namen an. Ah ja, Ibims, Damare. Unser neuer Freund heißt also Mare. Ich hoffe, dass er sich bei uns wohlfühlt. Er soll bei unserer Aufnahmeprüfung recht gut abgeschnitten haben. Was ist los, Bodo? Warum grinst du so? Wie auch immer, suchen wir erstmal einen Platz für dich, Mare. Du kannst dich neben Bodo setzen, der Platz ist noch frei. Neben den grinsenden Schmuck ist safe unser Rivale. Also nur mal so, ich hab das Spiel als Kind gespielt, war es nicht mehr so viel.
Ich weiß nur, dass ich mal wieder Bock drauf habe. Und das bietet sich jetzt ganz gut an, vor allem, weil wir eben bisher nur ein Projekt auf dem Kanal dieses Jahr gehabt haben. Das ist einfach nur wack. Obwohl das Projekt wahrscheinlich auch ein bisschen größer sein wird. Gut, das sollte genügen. Somit gehörst du jetzt offiziell zur Klasse. Von jetzt an seid ihr alle meine Schüler und ich bin stolz darauf, eure Lehrerin zu sein. Wait, aber die Schule hat schon angefangen und er kommt allein dazu, oder wie? Dann lasst uns loslegen, alle zusammen. Lasst uns eure Träume wahr machen. Ranger, Techniker und Mechaniker zu werden. Aha, okay, also man kann nicht plus Ranger werden. Wunderbar. Aufgepasst, ich werde den Lehrplan speziell für heute ändern. In dieser Unterrichtsstunde dürft ihr selbst entscheiden, womit ihr euch beschäftigen möchtet. Das finde ich sehr geil, da macht keiner was. Aber bevor ich gehe, muss ich dir etwas erklären, Mare. Es geht um den Schulfangkom, den du vor der Aufnahmeprüfung erhalten hast. Er ist eine vereinfachte Ausgabe des offiziellen Fangkoms der Ranger. Einfach ausgedrückt ist ein Fangkom ein Gerät, mit dem man Pokémon einfängt und zu Freunden macht. Also Pokébälle ersetzt, so ungefähr. Wenn man damit Kreise um ein Pokémon zieht, werden dem Pokémon die freundschaftlichen Gefühle des Rangers vermittelt. Ist die Freundschaft des Rangers ganz übertragen, ist das Pokémon eingefangen. Ihr solltet alle aufpassen und das Ganze als Auffrischung betrachten. Berühre das Symbol in der unteren rechten Ecke des Touchscreens, um das Menü zu öffnen. Okay, da kann man auch speichern. Der obere Bildschirm zeigt deinen Status und deinen Fangkom-Level an. Auf dem unteren Bildschirm wird das Fangkom-Menü dargestellt. Ich hoffe, dass ich nicht zu switchen muss. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hauptsächlich den Touchscreen verwenden. Ist ja klar. Im Fangkom-Menü hast du Zugriff auf viele nützliche Funktionen. Probiere sie ruhig einmal selbst aus. Also bitte, Bodo. Hör auf zu gähnen und mach den Mund zu. Als nächstes kommen wir zum Symbol in der unteren linken Ecke des Touchscreens. Mit diesem Bildschirmwechselsymbol kannst du die Anzeige des Topscreens ändern. Pokémon-Freunde. 0. Ja, das ist wie in Real Life, oder? Du kannst zwischen dem Kartenmodus und dem Pokémon-Freund-Modus wechseln. Beide sind praktisch, daher solltest du den Modus wählen, den du am meisten benötigst. Ja, wahrscheinlich die Map, geht davon aus. Ach ja, da wäre noch etwas recht Wichtiges. Als Schüler der Ranger-Schule darfst du bis zu 3 Pokémon mit dir führen. Sobald du ein 4. Pokémon fängst, musst du eines von ihnen freilassen. Damit meine ich, du musst es gehen lassen. Das heißt, lebe wohl für dieses Pokémon. Also wir haben keine Box. Also das ganze System ist ganz anders als die normale Pokémon-Reihe. Oder die Hauptreihe, besser gesagt. Wenn du irgendwas nicht verstanden hast, kannst du im Glossar nachschlagen. Das war doch eine längere Erklärung. Längere Lektion. Fühlst du dich etwas überfordert? Keine Angst. Probiere die Dinge einfach aus und sieh selbst, wie sie funktionieren. Letzten Endes sind eigene Erfahrungen das Beste. Probieren geht über Studieren. Ja. Da bin ich dabei. Probieren geht wirklich über Studieren. Rhythmia, kannst du Mare ein bisschen in der Schule herumführen? Ja, Mann. Ich bin dann im Lehrerzimmer. Viel Spaß beim Lernen. Hey, Neuling. Hab deinen Namen vergessen, aber wie lange hast du gebraucht, um Pikachu zu fangen? Eine Stunde? Bro, ich habe echt ein bisschen gebraucht. Bodo ist bloß ein Angeber. Ignoriere ihn einfach. Stattdessen solltest du lieber mir zuhören. Okay. Ich höre. Ich bin nicht hier, um Ranger, sondern Technikerin zu werden. Wenn Bodo also irgendwann einmal Ranger wird, kann ich ihn wie einen Bediensteten durch die Gegend kommandieren. Das war natürlich nicht ernst gemeint. Also dann, wollen wir dich mal ein bisschen der Ranger-Schule herumführen. Fangen wir gleich mit dem Klassenzimmer an. Unsere Lehrerin Fräulein Mai kennst du ja schon. Ist echt nett, aber man sollte ihr nicht auf die Nerven gehen. So sind meistens die jungen Lehrerinnen. Und die Alten. The fuck? Neben unserem befindet sich noch ein anderes Klassenzimmer. Der Lehrer dort ist Herr Tolero. Ganz schön streng und verspannt. Kein Gerenne auf den Gängen. Das ist sein Lieblingssatz. Das ist Klassiker, oder? Man kann die Schneebälle schmeißen. Das Ding, das dort schwebt, man nennt es Speichereinheit. Die Einheit zeichnet alles auf, was du als Ranger so erreichst. Wunderbar, dann können wir also speichern. Aber wir können immer im Menü anspeichern. Außer hier kannst du Speichereinheiten auch in Städten und Wäldern finden. Wenn du eine siehst, solltest du sie ruhig mal testen. Ja, dann lass mich gleich mal speichern. Okay, weiter geht's. Erkunden wir das Schulgebäude. Speichern. Was sagt ihr nur so? Du bist ganz allein in die Almia-Region gekommen? Ziemlich beeindruckend. Ja, true. Wo war ich denn vorher? Stimmt, wo war ich vorher? Unsere Schule ist ziemlich tolerant und entspannt. Du solltest dir mal die Bibliothek und das Lehrerzimmer ansehen. Wisst ihr, wer nicht tolerant ist? Herr Tolero. Ist komisch, oder? Hat Herr Fang noch vor deiner Prüfung so eine komische Show abgezogen? Ja, Mann. Oder, was sagst du? Also, wenn mich ein Top Ranger bei einem Fang sehen würde, wäre er sicher beeindruckt. Ein Top Ranger? Was ist denn der Top Ranger? So die Top 4, die Elite oder was? Entschuldigung für die Störung, ich zeige unserem Neuzugang die Schule.
Das hier ist unsere Nachbarklasse. Der Mann dort vorne ist Herr Tolero. Er kriegt seine Haare nur mit jeder Menge Haarspray in diese Form. Mir ist er ein bisschen zu verkrampft, bin nicht gerade sein größter Fan. Schmalzlogge. Ich heiße Schülerin? Da bin ich aber anderer Meinung. Vorsicht bei Fräulein Mai, sie kann ganz schön sauer werden. Das ist schon die zweite Warnung. Der Typ, der normalerweise rechts neben mir sitzt, lernt gerade in die Bibliothek. Du kannst dich da hinsetzen, wenn du willst. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Schule. Du musst der Neuzugang aus der anderen Klasse sein. Es gibt eine Regel, die ich dich zu beherzigen bitte, solange du in der Schule bist. Kein Geränge auf den Gängen. Oh, und noch eine. Beschuldige niemanden ohne Beweise. Diese beiden Regeln sind wirklich bedeutsam. Ja, mein Gott, Alter. Okay, ich sehe schon, welche Richtung diese Kommunikation gehen werden. Na, ja. Aber die Map finde ich verdammt hilfreich. Du siehst direkt, wo du rein musst. Das ist nicht zu viel, was man da sieht. Und vielleicht zu wenig. Keine Ahnung. Das ist die Bibliothek, auch bekannt als Bodos Schnarchraum. Der Junge dort hinten mit der Pilzfrisur ist Albert. Albert! Er ist echt klug. Eigentlich hängt er immer in der Bibliothek rum. Außer manchmal. Dann verschwindet er irgendwo hin. Okay, zwei kleine Anmerkungen. Jetzt am Anfang werden sie die Videos noch relativ ziehen, geht davon aus, weil halt eben wir verdammt viel Input reinkriegen. Und später kann ich das ein bisschen kompakt zusammenschneiden. Also deswegen nicht wundern. Jetzt kann ich noch nicht so viel rausschneiden, weil sonst irgendwie Informationen fehlen oder was weiß ich. Aber das wird sich später auf jeden Fall verbessern. Und die zweite Anmerkung. Jetzt like das Video. Ich habe gerade 8-stellige Zahlen im Kopf multipliziert, als du mich unterbrochen hast. Jetzt muss ich nochmal von vorn beginnen. Ist aber nicht schlimm. Oh. Ich bin Albert. Sowohl mein IQ als auch meine Größe in Zentimetern sind 1,63. Ich lerne, um Wissenschaftler zu werden. Herr Tolero hat mir erlaubt, selbstständig und ohne Klasse zu lernen. Okay, wenn der aber 1,63 ist, dann sind es definitiv keine 10-jährigen Kinder, so wie sonst immer in Pokémon. Ist schon mal nice to know. Meinst du, ich wäre ein guter Ranger? Ich glaube nicht, dass mir so etwas liegt. Das denke ich wirklich. Ich bin Michel. Sie nennen mich den zwiespältigen Michel. Wow. Psst, nicht so laut in der Bib. Geht's noch? Das ist das Lehrerzimmer. Meistens ist aber nur unser Direktor hier. Er heißt Herr Lambert. Seine Augen funkeln immer fröhlich hinter seiner Brille. Okay. Ich mag ihn ganz gern. Ich arbeite am Plan für unseren nächsten Freiluftunterricht. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist immer das Beste. Direktor Lambert. Ich bin Lambert. Wow. Ich bin Lambert Simplomosinus, der Direktor. Mein Nachname ist sehr lang, weshalb mich jeder mit dem Vornamen anspricht. Es freut mich, dich kennenzulernen. Dort unten ist Herr Toleros Labor, aber ohne Erlaubnis dürfen wir da nicht hinunter. Alright. Der hat safe irgendwas im Schilde. Der führt was im Schilde. Unsere Schlafsäle sind im 1. Stock. Dort campieren wir alle zusammen. Aber natürlich nicht im selben Schlafsaal. Die Jungs schlafen links, die Mädchen rechts. Das da drüben ist Inge. Sie ist hier überall nach dem Rechten zu sehen und ist für alle wie eine Mutter. Das ist eine Aufladeeinheit. Mit ihr kannst du deinen Funkom aufladen. Wunderbar. Hello. In die Schlafsäle können wir später nach. Inge hat das Saubermachen noch nicht beendet. Achso. Inge, mach mal hin. Wir müssen rein. Oh, hallo. Schön, dich zu treffen. Die Schüler hier betrachten mich alle als das Stubenmädchen. Na, da habe ich wohl etwas übertrieben. Bin mehr eine Stubendame. Es hat geklingelt. Jetzt können wir ins Freie. Pause. Ab nach draußen. Das kleine Gebäude ist die Trainingshalle. Dort bringt dir Herr Fangner bei, wie man Fangversuche unternimmt. Fräulein Zielinski findest du dort auch. Ey, die Name. Wie Zielinski geht eigentlich noch. Sie zeigt dir, wie man Ziele beseitigt. Auf der großen freien Fläche da drüben üben wir das Beseitigen von Zielen. Wo wir gerade dabei sind, was weißt du über das Beseitigen von Zielen? Dein Gesichtsausdruck sagt nicht viel. Nice! Ich habe wirklich so einen Gesichtsausdruck gemacht. Aber das ist okay. Dafür haben wir die Trainingshalle. Gehen wir jetzt darüber gleich. Aber ich darf mich gerne ein bisschen umschauen. Wir waren ja vorher schon bei ihm und haben ja eine Aufnahmeprüfung gemacht. Herr Fangner und Fräulein Zielinski, könnten Sie uns vielleicht eine extra Übungsstunde geben? Bitte? Ah ja, okay, zum Üben. Na dann, das ist was anderes. Willkommen im geheimen Versteck des unheilvollen Teams Schule. Schon klar, das ist alles ganz neu und so lustig. Achtet gar nicht auf Herr Fangner. Seine Verschwörungsfantasien. Oh, bitte ignoriert mich nicht. Ich bin auch ganz ernsthaft und stelle mich vor. Mein Name ist Herr Fangner. Ich lehre die Grundlagen des Fangens. Heftige Vorstellung. Und ich bin Fräulein Zielinski, freut mich. Meine Aufgabe ist es, euch beizubringen, wie man ein Ziel beseitigt. Ich weiß, dass du schon etwas für deine Aufnahmeprüfung gefangen hast, aber ich glaube, du solltest das Fangen noch mal von Grund auf lernen. Okay. Habe ja nichts dagegen.
Herr Fangner, könnten Sie Mare bitte eine Fanglektion geben? Okay, eigentlich habe ich schon was dagegen. Was soll ich das jetzt? Das ist eine begrüßenswerte Haltung. Gut, ich werde dir eine spezielle Lektion geben. Die Grundlagen des Fangens. Beginnen wir mit den Grundlagen eines Fangversuchs. Berühre den Touchscreen mit deinem Nintendo DS Touchpen. Oder ähnlichem. Hey, ich find's ja komisch, du wirst erst mir reingeschmissen, musst fangen, dann kriegst du eine Erklärung. Allerdings bleiben die freundschaftlichen Gefühle des Rangers beim Pokémon nicht dauerhaft erhalten. Wird der Fangversuch nicht abgeschlossen, sinkt die Leiste mit der Zeit wieder. Ich finde den Sound wirklich unangenehm, wenn du kurz vorm Abnippeln bist. Wenn der Pokémon seine komplette Energie einbüßt, kannst du nichts mehr machen. Damit ist das Spiel dann zu Ende. Game over. Für jemanden, für den das alles komplett neu ist das halt ganz nice, das Tutorial, aber für mich war es halt jetzt schon sehr langwierig. Vor allem ist das nun immer vorbei. Danke, Herr Fangner. Als nächstes erfährst du nun endlich, was wir unter Ziel beseitigen verstehen. Du meinst beim Spaten im Wald unterwegs sein? Fräulein Zielinski, bitte geben Sie Mare eine Lektion über das Beseitigen von Zielen. Ich glaube, da kenne ich mich schon ganz gut aus. Nun gut, ich erteile dir hiermit eine besondere Lektion. Du lernst nun die Grundlagen des Beseitigens von Zielen. Berühre zunächst die hölzerne Kiste. Auf dem oberen Bildschirm wird nun die Fähigkeit angezeigt, mit der das Ziel beseitigt werden kann. Zum Beseitigen dieser Kiste wird die Fähigkeit Zertrümmern benötigt. Siehst du die Zahl 1 neben Zertrümmern? Das zeigt das benötigte Stärkeniveau an. Ein Pokémon mit der Fähigkeit Zertrümmern und einem Stärkewert von 1 oder höher. Ein solches Pokémon wäre zum Beispiel Bidizza. Hier ist ein Bidizza, das ich zuvor gefangen habe. Berühren das Bidizza. Der obere Bildschirm zeigt, dass die Fähigkeit vom Bidizza Zertrümmern ist, mit dem Stärkewert von 1. Ziehe als nächstes eine Linie vom Bidizza zum Ziel. Passen die Fähigkeiten des Pokémon und das Ziel zusammen, wird dir die Möglichkeit geben, Ja oder Nein zu antworten. Das passiert jetzt gerade alles automatisch. Kiste wurde in 1000 kleinen Stücke zertrümmert. Ist das Ziel beseitigt, verschwindet das Pokémon, das dir geholfen hat. Es kehrt dorthin zurück, wo es ursprünglich gefangen wurde. Die Fähigkeit muss zum Ziel passen. Zertrümmern wird nicht immer funktionieren. Wenn du ein Ziel siehst, musst du immer erst die benötigte Fähigkeit ermitteln. So läuft das Beseitigen eines Ziels ab. Wenn du das Gelernte irgendwann wieder auffrischen möchtest, komm bitte zu mir, wann immer du magst. Haben wir's jetzt. Vielen Dank, Fräulein Zielinski. Dann weißt du alles, was du über das Fangen und Beseitigen von Zielen wissen musst und was es zu wissen gibt. Jetzt kann es losgehen. Let's go. Ab in den Schulhof. Sie muss mir noch was sagen. Alright. Oje, oje, oje. Hilfe, helft mir bitte. Fangt die Bidizza wieder für mich ein. Okay. Inge? Sie hat Probleme mit den Bidizza. Es sind schon sehr viele Bidizzas unterwegs. Oder Bidizen. Bitte hilf mir, Mare. Fang die Bidizza und beruhige sie wieder. Alright. Hä, was ist das denn für ein Chaos? Aha, sieht nach einer guten Gelegenheit aus. Bodo, steh da nicht nur rum, du hilfst auch beim Einfangen. Wäre doch langweilig, wenn ich nur helfe. Hey Neuzugang, kein Plan, wie du heißt, aber ich fordere dich heraus. Wir fangen um die Wette, du und ich. Mal sehen, wer die meisten Bidizza fängt, okay? Bist du zu faul, dir einen einzigen neuen Namen zu merken? Kannst du mies sein, Bodo. Dann fangt eben um die Wette, aber behalte dich bitte. Okay, dann lass uns loslegen. 3, 2, 1, Start! Tick. Ich würde einfach instant in so Double Bidizza reingelaufen. Besser gegangen als gedacht. Dass ich direkt beide in einem Zug erwischt. Bidizza wurde in deinem Verzeichnis registriert. Und jetzt kriegen wir da ein paar EP. Ein S-Rang sogar. Geil. Und die EPs sind sogar sehr wichtig. Weil dadurch können wir unseren Fangcom leveln. Und kriegen dadurch mehr KP. Blub, blub, blub. Bidizza, Bidizza. Nice. Oh, Level Up sogar jetzt schon. Power und Energie. Okay, also Energie wird wahrscheinlich unsere Lebensleiste sein und die Power wahrscheinlich, wie viel Damage wir dem Pokémon machen oder wie viel Freundschaftspunkte wir dem hinzufügen. Greifst du überhaupt an oder wie ist das? Ich glaube, Bidizza hat noch nicht mal einen Angriff drauf. Okay, da muss ich jetzt aber schnell was sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es gescriptet ist, du kannst nicht gewinnen. Das waren alle Bidizza. Ich habe 5 gefangen. Das bedeutet, du hast, verloren. Das heißt, ich habe gewonnen. Siegerpose? Ist geil, Alter. Da hat jeder so eine Siegerpose. Bodo hat also gewonnen. Aber mein Dank gilt auch Rhythmia und unserem Neuzugang. Rhythmia hat gar nichts gemacht. Hau die alle weiter. Danke an euch alle für eure rasche Hilfe. Das ist eine große Erleichterung für mich. Und an das Anführer, Bidizza, es tut mir schrecklich leid. Ich wollte wirklich nicht auf deinen Schwanz treten. Dafür gibt es einen noch schöneren Leckerbissen als sonst. Versprochen. Kommt mit, alle zusammen. Also ich würde dir ungefähr 65 von 100 Punkten geben. Das reicht, ist bestanden, oder? Aber, weißt du, um ehrlich zu sein, ich bin ziemlich überrascht, wie du das hinbekommen hast. Du hältst dich gar nicht übel für jemanden, der das
alles gerade erst gelernt hat. Dein Name ist Mara, richtig? Du Schuft, Bodo. Du wusstest den Namen die ganze Zeit. Du bist doch... da war noch was. Ich musste dir ja noch was zeigen. Was meinst du? Den Platz des Aufstiegs? Genau, dann komme ich auch mit. Na schön. Schätze, wir lassen dich mitkommen. Um zum Platz des Aufstiegs zu gelangen, gehst du vom Schulhof nach Osten. Dann musst du nach Süden, die Treppe hinunter, die zum Platz führt. Schau mal da kurz. Ja, da ist wieder Kiste, zertrümmern Ohrens. Knospi? Wait. Wir fangen erstmal an. Knospi. Das haben wir nämlich nicht. Es gibt wieder so eine Art Pokédex. Hast du einen Angriff? Eventuell. Das ist jetzt das erste Pokémon, das mir dann folgt, oder? Und der Eintrag, jawohl. Typ Pflanze, Pokestärke Pflanze, da können wir später nur dazu. Fähigkeit Tackle Ohrens. Es schießt mit Saatkörnern, um anzugreifen. Und jetzt ist das Geile, das Knospi läuft uns hinterher. Also wie ihr merkt, das Ganze ist so zur 4. Generation angesiedelt, das Ganze. Schwalbini hat definitiv einen Angriff, das weiß ich. Und ist schnell unterwegs. Flug und Zerschneiden. Es greift an, indem es Böen mit seinen Flügeln erzeugt. Können wir da einen Pokédex sehen? Ja, tatsächlich. Okay, Pichu haben wir nur gesehen, Pikachu haben wir nur gesehen. Vidiza haben wir gefangen. Okay, da ist immer so ein blauer Punkt, was wir gefangen haben. Also ich darf mir sagen, ich werde versuchen, die zu vervollständigen. Nur Knospi fangen wir noch nicht. Pichu haben wir noch nicht gefangen. Let's go. Aufladen. Pokestärke aufladen. Es greift mit Hilfe elektrischer Blitze an. Okay, aufladen wird nur wichtig für den Fangkom. Kommt alles noch später. Da auch noch mal Pichu, Ding. Was ist das? Zerschneiden Ohrens. Schwalbini. Let's go. Lattenzaum wurde in kleine Stücke zerschnitten. Danke, Schwalbini. Wo geht's jetzt so entlang? Jupp. Okay, geil, man kann da runterspringen. Ui, gepflanzter Baum, löschen Ohrens. Keiner weiß, von wem oder wann dieser Baum gepflanzt wurde. Weint beim Bewässern. Alter, mir fällt gerade der Name nicht mehr, ey. Mogelbaum ist die Weiterentwicklung. Holy shit. Oh mein Gott, ich bin braindead gerade. Dies ist der Platz des Aufstiegs. Nächsten Monat werden wir hier eine besondere Schulstunde haben. Sie heißt Freiluftunterricht. Das Monument dort oben ist der Gelöbnisstein. Was soll das sein? Ach, das ist das Ranger-Fangsymbol. Wenn du hier mit deinen Freunden ein festes Versprechen abgibst, wird es mit Sicherheit wahr werden. Das hat mir Direktor Lambert gesagt. Und damit wären wir durch. Rhythmias wundersame und erstaunliche Führung durch die Schule ist beendet. Mare, ich bin froh, dich getroffen zu haben. Ich hoffe, wir werden richtig gute Freunde. Hey, Moment mal. Vergiss doch Rhythmia. Freunde dich lieber mit mir an. Ah, da ist die Klingel schon wieder. Wir gehen lieber zurück in die Klasse. Aber Junge, Bodo, du bist schon ein ganz schlauer wie.